Und servus beieinander. Wer steht da? Das Comeback von Ezio Auditore, dem kalten Stecher von Italien. Das bedeutet, wir probieren mit Assassin's Creed Brotherhood. Badaf, wir starten durch. Und wir spielen selbstverständlich den Story-Modus. Badaf, neue Sitzung. Okay, Mann, kennt ihr aus? Ab geht's. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte. Wie habt ihr mich gefunden? Mario Auditore führte mich her. Und wie schaut denn aus? Schon mittendrin statt nur dabei. Da sind wir der Ezio. Der schaut ein bisschen verwahrlost aus. Rebecca, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Deine Fragen, die konnte sparen. Dezember 1499. Il Vaticano. Aber zumindest geht es weiter vom Archidom. Im zweiten Teil. Und Adlerauge? Was misst denn? Nix. Ja gut, lernen wir in der Viere. Und der Kundenbrunze ist der Futter, oder was? Wenn ich mich recht entsinne, habe ich den noch hergefutzt.
bis er kling ist. Besser im Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel, Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch. Wir müssen hier weg. Ja, der Onkel Mario, dann gibt's auch noch. Die hat die Socke. Adlauge. Da drin. Also, natürlich. Der Krachelmax. Der können wir am besten. Aber wieso mal die Steuerung ist gleich bleiben, oder? Gegenüber dem zweiten Teil. Ezio, Affido. Hinaus mit mir. Hat der gestungenen Gruft. ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleib mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Ja, Onkel, eine geile Puppe habe ich gesehen. Das ist Mario, kennt ihr das? Wo du hingeht. Che cosa fate qui? Assassini! Also, Gott sagen wir wird so wieder. euch für eure Sünden strafen! Ihr habt diese heilige Stätte geschändet. Ihr verdammt, was ihr nicht versteht! Wir müssen gehen, Ezio. Los! Geschändet? Aus ihm spricht der Teufel! Wie schaut denn aus? Mit der Walze oder was? Wendet euch von ihnen ab! Wer denn der Erste? Ihr solltet euch schämen! Die depperten Kundenbrunzer. Mario, aus dir doch, bevor ich zuhau. Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Und, die Buben da? Ah, brav, oder? Sei bereit zum Kampf. Bereit zum Kampf, warum? Mit noch was? Tut ihr denn? Dich retten, so wie es aussieht. Mario, hab ich Nicht schon. schlecht, alter Mann. Stimmt. Jawohl. Du kannst es immer noch. Buona suerte. Ja, Mann, brauchen wir Metzger, immer Metzger. Exzellent. Sei Song. Sehr gut. Imposant. Ja gut, ist die gleiche Steuerung, gell? Mario, wie schaut's denn aus? Kriegst du den klar? Verliert ihr nicht schon wieder? Ich schon, gell? Bin ein Meister meines Fachs, musst du wissen. Ehrendolle Tomschü. Dieser Schuft. So, mal Mario. Der Renner soll wieder aufs Klo. Oh, sorry. Den verkehrten den Scheitel so. Wo ist das Problem? So, mal wieder gekonnt über die Dächer, gell? Gehen wir ja. Warte mal.
Da ist mein Onkel hat einen Plan, wo wir hingehen. Hier bin ich, oh Gott. Abgeschmiert. Ihrer Tätigkeit muss eine Genehmigung vom Stadtrat eingeholt werden. Bei jedem Verstoß droht Hey, Muchachos. Der morgen mit mir. Janik. Den hab ich auch gestochen. Willi Litti Sau. Was ist da du? Wir klettern. Wir haben die Kletterleidenschaft, alle zwei. Also für einen Rentner ist er ganz schön fit, gell? Der springt da rum wie ein Gasbock. Oh Gott, mit der Natur auf. Also Mario, jetzt muss aber gelungen. Deine Krachteltour. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Die Entscheidung im Polten. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Benny. Spring! Im Januar 1500. Du sag mal, meine Villa habe ich die noch. Und Schaut das dann aus, sprach oder? Minerva von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? So sülzt nicht von der Sonne. Wo fliegt nur rum? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Nur Anfänger an den Kanonen? Super. Alter, mein Ross packe ich gleich wieder 100. Oder können wir eine retten? Geht das? Bitte, das liegt mir gegangen. Willkommen zurück, Ezio. Willkommen zurück. Madonna. Jawohl. Ezio. Das Alter, ist meine Babe, die Ezio. erkennen mich gleich wieder. Lasst mich sehen. Buongiorno. Salve, Schön, nach Seht Hause euch die zu kommen. beiden nur an. Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder. Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forlì will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. So seid gewappnet. Die geile Katharina ist auch da. Die ist schon für Flieger. Da muss ich mit dem fetten Arsch runter, gell?
Du gehst nicht Kaffee. Die frisst mir gerade die Haare vom Kopf. Oh, nicht möchte, warte mal. In der Ziele da hinten. Das haben wir nicht so schön. Ein schöner Mutanji. Ein Typ, der sich verkleidet hat als Frau. So, dann sagen wir mal schon da hinten, wenn er meint. Da sag mal, wie schaut drin aus? Der will ja nicht schauen. In meine Bude? Nein, wir haben's verrammt schön. Den Haus hier noch um das gesperrt. Hey Babe, wie schaut denn aus? Kennt mich noch? Gut, kennt mich nicht. Die ist nicht da. Und geht da was? Wer war denn das da? Der Fabro. Bei Sato, Annik. Katzo. Was sagst du? Wer war denn das? Die Männer in dieser Stadt sind doch alles Mem. Eine Armee sollte mir helfen, aber nicht einer. Nicht einer, aber ich bin ein Gentleman. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich Die habe Blumenküste keinen Mann. drum. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Schugge. Niemand hier hat ein solches Oberklasse. Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh? Was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht. Das war ich. Oh nein. Ihr? Natürlich, ich. Das Höchstpersönlich. Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Der wollte da sein. Wie wollte da auch was sein? Über groß Bett. Da passen Zähne rein. Ihre depperten Blämme, ob er herum hat. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Bis morgen warten, das holt die aus. Man Katharina aber auch noch. Katharina heute und die anderen morgen. Wirst sehen. Weiter, 2 Ziele noch. Hab ich gesagt, geh bei Assassin's Creed bist der Gewinner. Da laufen dann die Tussen für mich noch. Und wie schaut denn aus? Welche schleppe ich noch ab? Oh Scheiße, da drum. Ein Aufzug. Oh, das ja. Ja, wenn das so ist, kann ich singen lassen. Und? Ihr holt Profis, wie schaut denn aus? Soll ich was beibringen? Ein Söldner. So, das sind die neuen Kanonen. Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm. Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Jetzt suche ich den Ingenieur. Und der Herr Ingenieur, wo ist der?
Der dort rum. Ja, was treibt der schon ein? Der pennt seinen Rausch aus. Salve, Messere. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie Eskortieren, halten warum? Was ist Feuerwaffen was? für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Ja, du hilft das. Das ist die Zukunft. Muss wissen, ich war in Ruhe. Okay, Mona, zurück bin ich. Mit dem Trottel des Hauses. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Versucht es wer? Ich konnte es. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. 5 Ziele. Hey, der Baum lacht schon. Aber sie sind die schnellste. Da habe ich 3 wie 2 Ziele, ja. Wenn ich mitten schuss. Nicht ganz geht. Aber Trupp oben ist. Perfekto. Perfekto. Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Und, die haben doch 2 Kanonen, oder was? Da drüben gibt es keine, oder was? Eine komische Verteidigung. Und dann haben wir noch ein Ziel da. Wo ist das? Ist das unter mir? Oder über mir? Wo ist er? Was möchtest denn du? Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Der Pferd hat verloren. Ja, du Depp. Hättet dein Pferd? Super. Der will diesen Gaul noch erinnern. Oh Gott. Da soll man nicht einfach da schießen. Dann hab ich's gleich. Und Kumpel, warum hat sich nicht gelohnt? Da muss man ihn nicht zum Deppen machen. Aber ich hab's. Andiamo!
Böser Gaul, der kommt jetzt auf den Grill. Mach doch kurz mal. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Und arrivederci.